Goedemorgen alle. Mr. John Peters hier für die nächsten 15 Minuten mit Gedanken aus Gottes Wort. Wir sind in Matteuas 5, die Seelichpreisungen. En goedemorgen to die en to die levende, die familie. Mocht je een golden gezegende dag gaan. En met God zijn woord ontvangen als immer de weg om den dag ontvangen. En vielleicht ook om den abhören, nicht so? Viele Menschen fallen sich schuldig, dass sie nicht da um Smars Gott sein Wort lesen. Aber ich tröste den Menschen und ich sage, well, Menschen sind nicht alle eingeteilt, um Smars pflegen und Gemeinschaft haben und lernen. Some Menschen sind eingeteilt, um dort Zuwist zu tun. Ich bin da so eine, was Zuwist leicht zu lesen und zu studieren und so weiter. Muss Gott sehen, und dann würde das Wort Gottes kriegt. Durch ein Dach, vielleicht durch CDs, durch Radio, durch Lesen, durch den Phone. Gott sein Wort ist nicht beschränkt, das hat nicht eine Grenze. Ich weiß, dass die Phones am Anfang abkamen mit Gott sein Wort, dann wären even some deiner, die wieder zum Stich, dass Menschen ihre Phones in die Kirche bringen. Aber natürlich sind wir das alle gewandt. Und ich freue mich, dass Gott sein Wort alle wegen ist. Besonders in den Phones. Wegen Phones gehen auch zu irgendwas zu bringen. Für Geld auch verschlechtet, weil wir die für Geld brauchen. Anyway, so wir sind in Matteuas Kapitel 5. Und ich wollte hier überlesen, wo Jesus sagt, gesegnet sind die jährlich arm sind, denn das Himmelreich ist Erd. Gesegnet sind die, die trüren und die getröst werden. Gesegnet sind die Maken, sie wollen die Welt haben. Gesegnet sind die hungern und dursten in Gerechtigkeit, sie wollen gefällt sein. Gesegnet sind die Barmherzigen und barmherzigen gewesen worden. Gesegnet sind die von reines Horten, sie wollen Gott sein. Gesegnet sind die Friedmerker und Gottes Kinder genannt worden. Gesegnet sind die verfolgt werden vom Gerechtigkeitshalben, ist das Königreich. Gesegnet sind die, wenn Menschen ihn doran, ihn verfolgen, und irgendwas Schlechtes sein über ihn, wegen mir. Freit ihn, sie schafft dich. Ihre Belohnung im Himmel ist groß. Krieg so haben sie die Propheten verfolgt, was für ihn werden. Das ist Matteuas Kapitel 5 von 3 durch 12. Und das zeigt, dass Jesus sah sich durch, du siehst bei euch. Und Matteuas 4 habe ich jetzt gelesen, von wie viele Menschen in den Arm kamen für Heilungen, für Wunder, für Tätens. Ich nehme an, es sind Tausende was, wegen das Wort sehr interessant gewesen zu sein, wo sie erst durchgedreht werden, wo Krankheiten verleiten, wo Menschen geholfen werden. Und das ist auf einmal so von Jesus, auf einmal so denkt, sagt, jo, das ist alles wichtig, aber nu werden wir mal lernen, nu werden wir unterrichten. Because diese Menschen fehlt nicht bloß eine Heilung, die fehlt noch Herzänderung. Diese Menschen fehlt nicht bloß, dass die Wunder und Tekens kriegen oder sein, oder sogar bei sie erst durchgedreht werden, die fehlt, dass das Hart eingestellt wird. Wenn ein Menschen bei sich erst durchgedreht hat, aber der hat noch Charakter das Hart wird erst, dann hat Jesus sogar warnen und sagt, ich kann 7 noch schlechtere erst kommen und den Mensch quälen. Und so, was fehlt? Was fehlt zu waschen? Wenn der Mensch den Beisen erst durchgedreht hat, und die Stube ist nicht ladig, nu kommen 7 noch bessere und können das abfallen. Well, was mir das sagt ist, dieser hat noch nicht den letzten Staub gemerkt. Jo, der ist reingemerkt worden von seinen Beisen erst, aber die Stube ist ladig. Was hat er mit der Stube tun?
Hij had het vallen met Jezus, met den Heiligen Geist, met Gott zijn Woord, met Gebet. Nu wird het überall rein en larig, en de bij de eerste hadden bloß nog een fijne stoel zum Tweetragen. En zo dat is waarom Jezus woorden deed. Zo dat is het leven wat hij hier deed, is hij deed hier de stoel vallen maken van het woord. En zo nu hebben we een klein beetje van der even gaan. Wat zijn de problemen met deze boodschap? Hoe vingen mensen zich kort met dit? Because de schrift is geschreven en dan wordt de schrift uitgelegd. En uitleggen, dat is de prediker zijn arbeid, dat is de priester zijn arbeid, maar dat is ook die arbeid. Jedes Mal, wenn du die Schrift uitmerkst, dan bist du een uitleier geworden. Kannst du verstaan? Wat meint het? Waut Bedeet het? Wat heeft dit zum eersten Mal gemeint, dass dat gezegd wordt, dass dat geschreven wordt? Te wem wordt dit geschreven? Wo haben wir das verstehen können? En so weiter. En wo passt het aan met de ganze Schrift? Het lijkt wat mijn vriend Bill Weed van de JMC Church immer sagt. Prediger Bill sagt, doe nicht bloß eine Vers lesen, aber lese das ganze Kapitel. Doe nicht bloß ein Kapitel lesen, aber lese das ganze Buch. Doe nicht bloß ein Buch lesen, aber lese die ganze Schrift. En nu is besonders het Nieuwe Testament. So go da rood, Pastor Bill. En dat heb ik verder aan gedacht. En weet je, viele mensen die kennen de Schrift hier en daar een beetje gebruiken. Die gebruiken dat een beetje als een Schwert. Schmieden ze er een Vers maken, aber denken niet aan, wat zijn de Versen ver dort en hingen dort, wat is de hintergrund, wat is eigenlijk het ganze Kapitel. Niet zo? Alright. Toen een Beispiel wird sein, viele Menschen würden sagen, well, die Schrift sagt, die soll es nicht rechten. Und ja, das ist, was die Schrift sagt. Das sagt Jesus hier sogar in dieser Botschaft bald wieder. Aber gleich in dieser Botschaft sagt Jesus, da über den Baum bekicken sein, was für eine Frucht er hat. So dass wir beides balancen, nicht so? Beides wehen und dann so zu tun, was die Schrift will haben. So, wo wird es uitgelegd? Well, er zijn mensen, en ik heb zelfs predikers gehört, die würden sehr huinig en mutig predigen, dat deze Versen, dat is de weg tot de zaligheid. Alright, so, er zijn meer zinnen. Sogar Muslims, Juden, Nicht-Christen, die würden sagen, dit zijn gute Versen, en wer die nu kämpft, die merkt het bij de Himmel, die kämpft im Himmel. Zum Beispiel jährlich arm sein, trüren, mag sein, barmherzen wiesen, reines Horten sein, Frieden merken, und so weiter. Wer dit nu kämpft, der merkt het bij de Himmel. Dat is eine uitlei. De andere uitlei, dat is, dat dit is de weg waar de wereld zal zijn. Want een land moet het dit zijn. Wat van het land wil dat niet zijn. Oké, dat is de tweede uitlei. De derde uitlei, die zegt dat dit is, wil het een dag wat zijn, wanneer het 1000 jaar schrikkig is. Ja, dan worden ze barmherzen even, en zo weiter. Wanneer het 1000 jaar schrikkig gekomen is, dan wordt het dit zijn. En onder de zijn, dat deze Versen je merkt, om ons wijzen waar we tekort komen, en dan wel we naar den Heiland gaan. En zullen den Heiland gaan. En dat is de laatste uitleg. Zo, we hebben al deze verschillende uitleggen bekeken. Waar we nu reden van het 1000 jaar schrik, het leidt dat we hier niet bijpassen, wegen dat redt hier van vervolgd zijn. En het 1000 jaar schrik wordt niet een vervolging zijn. En het leidt niet dat we worden hungeren en dorsten naar gerechtigheid, wenn de gerechtigheid wordt te zijn. Zo, die uitleg is voor mij zeer zwak. Het leidt die waar we toch laten. Nog een uitleg wat zeer leicht te cancelen is, dat is dat hier is de zaligheid. Het Nieuwe Testament heeft best te zeggen honderden versen wat te zijn hoe de zaligheid is. En zo, waar we in hetzelfde buch Matteuas gaan, en dan zegt het dat Jezus is van zijn zin gestorven, Luther in Kapitel 26. En Johannes 10 zegt Jezus, ik zie de weg, de waarheid en het leven. Okay? Epheser sagt, wir sind durch Genuggerät, nicht durch Worten. Den Vers soll noch einmal betekenen. Wir sind durch Genuggerät, nicht durch Worten, was wir können tun. Sogar das Alte Testament sagt, dass unsere Worten sind so schweinische Kadren. Und so, das geht leicht zu canceln. Das ist nicht die Seiligkeit, wenn das kann keiner nur kommen.
Du kannst proben, so gut zu sein als du wirst. Du hast da noch Sinn im Hort. Die fehlt da noch ein Heiland. Jemand hat gesagt, der beste Mensch in der Welt, den fehlt ein Heiland. Und der schlechteste Mensch in der Welt, den fehlt ein Heiland. So, aber kann ein Mensch, kann ein Land geraten worden oder besser worden als das? Ja, wenn muss sein, wenn die ganze Staats dit leben deed, die Staats würden sehr fern ein Land sein. Mexiko, Kanada, jeder Land. Aber hier ist nicht die Seligkeit ben. Hier hat nichts zu verdienen. Zum Beispiel, hier ist, wollte ich das mal verlesen, dann sein, dass du das nur kämpfst. Selig sind die von reinen Horten sein, sie wollen Gott sein. Wer kann dort nur kommen? Nu muss ich selbst zur Hort reinigen. Nicht ein Mensch auf dieser Erde, was jemals gelebt hat, nicht ein Mensch, was von dir lebt, und nicht ein Mensch, was jemals in der Zukunft leben wird. Du kannst keiner in einen Hort so reinmerken, dass er wird Gott sein. Ich kenne mal einen Prediger, er sagt am Jahr und Tag, da wird in der Wegschule sein, und die gute Worte waren an einer Seite abgelegt, und die schlechte an der anderen Seite. Und dann hüpft wieder die gute Worte waren schwanger sein als die schlechte. Ich mir an dem ersten Braun, nee, das ist nicht schriftlich. Das ist nicht, was am Jahr und Tag wird passieren. Jahr und Tag wollen sie ein Buch aufmachen und sein, dass die Namen in das Lebensbuch geschrieben ist. Und das sind die, was Jesus Christus angenommen hat, als der Herr in Heiland, haben den Sinn bekannt und haben arm ihr Leben gegeben. Ich blicke das Beispiel von, ja, einmal, das steht dich von denen fertig. Du hast die Chor im Gruben reingerannt, ich habe. Nu fehlt uns dat een frische Vater wird das fertig übernehmen von ons Leben. Und das ist, was Jesus anbietet. Ich will dein Vater sein, ich will dein Herr sein, dein Heiland, dein Meister. Und dann wollen wir dein Leben aufstellen. So, die Uitleihungen, die schaffen nicht. Wenn eine Uitleihe schafft dann, das ist diese Uitleihe. Dort hier sagt Jesus, wo das soll sein. Und dann bekicken wir diese Versen, dann kommen wir kart, dann sagen wir, das kann nicht nur kommen. Mir fehlt ein Heiland. Dort ist die Uitleihe, was ich hoffen darf für das, mein Freund. Kriegst du das Gesetz. Das Gesetz sagt, du sollst dit und dort tun. Und wenn du eins fehlst, dann hast du alles gefehlt. Und dann sagt Paulus, kriegst du wieder das Gesetz, wie es ein Spiel. Du sollst die selbst im Spiel bekicken. Aber, wo kart du kommst, dann sollst du den Heiland ran und sagen, ich weiß nicht mehr das gleich. Dann wird, hey, das tun für dich. Zum Beispiel, wer merkt den Hort rein? Jesus Christus. Wer hält die Barmherzen ein? Jesus Christus. Und der Heilige Geist soll sein. Was passiert, wenn die Hunger und Durst in Gerechtigkeit? Jesus fällt die. Wo kannst du andere trösten? Mit den Heiligen Geist, mit Gott sein Wort. Wo kannst du jährlich arm sein, das ist Vers 3 sagt. Wo kriegst du das? Jesus ran und sagt, ich kann nicht, mit mir, meine Gerechtigkeit hält nicht an. Jeft mir deine Gerechtigkeit. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich für Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Du esset. Er nimmt sein Kleid von Gerechtigkeit, er trägt die mit dort an. Dann bist du sein Kind, dann hast du einen reinen Hort, dann hast du Frieden. Aber nach der geworden, dann wollen sie die verfolgen. Wer für Jesus ansteht, der wird Verfolgung leiden. Und so, mal du fahren das nächste Mal. Sehr Dankeschön für Einschalten. Und wenn wir mit dem Gebet schließen, vielleicht hast du jemand, der sagt, das ich weiß nicht gleich mit diesen Seelichpreisungen. Du brauchst die gleich mit weiten. Du brauchst bloß die an Jesus anschließen. Na, was hat er dann für die? Und vielleicht was die kriegt nu, du zu lernen, du zu haben. Kannst du das beten? Herr Jesus, ich weiß nicht gleich mit das. Ich sehe fallen. Ich habe viele Sünden. Ich bekenne die, ich gebe die. Merk mir rein, wasch mir rein, gib mir das reine Hort, was du hiervon redest. Und merk mir den Kind in Jesus hinein. Mein Freund, wenn du dort Gebet hast, dann sagst du, schreib die besten Kind Gottes. Lies das mal in Johannes 1,9. In 1. Johannes, Kapitel 4 und 5. Gottes Segen, mein Freund.